Dat is hier zo van jou makkelijk. Ik klik wat hier lang stond. Bist du Fan? Okay, so wir wollen uns von der wieder gehen mit Frühung von einem Katechismus. Wir sind ja drei, wo ich anfange. Mir das Carlos sagt, wie lange habe ich wohl nicht, wie ich was. Aber wir wollen von der uns wieder gehen mit Wort Frühung. Noch einmal vorher Frühung bekehren von einem Katechismus. Und uns mit der Bibel die Antwort sehen. So, wir hatten die erste Thema von det Gott mögt Mensch, Gott mögt die ganze Schöpfung. Und Gott sagt, dass wir gut, na was ich Mensch gemerkt hat, dann seht ihr dort, wir sehr gut. Und der stellt den an für alles, was er gemerkt hat, nur über sein. So, dort haben wir uns bekickt. Und von der ist der Thema der Sinn in ihrer Erfüllung. So, wir wollen uns von der checken, die erste Frage von der ist, was ist Sinn? So, wir haben uns vielmal bekickt, Gott hat den Mensch einen Garten angesagt, und du wirst 2 Bäume von was die nicht sollen eten. Der hat eine Frucht von was Gott dir ansieht, von diesen beiden Bäumen, wo ich nicht eten. Und wir wollten dort die deuten. Und ich persönlich glaube, die Frucht und sich wie Gott die Trouble. Dort wird Gott hat gesagt, auch nicht in die deuten. So, dort ist der Unterschied für wir glauben dort, die Frucht wie so schlecht. Wenn dort die Frucht gewesen wäre, dann würden die vielleicht unmöglich geworden am Bock. Aber das wird nicht dort. Da wird Gott hat gesagt, du sollst nicht in die deuten doch. So, die erste Frage, was wir haben, ist, was ist Sinn? Und dort, wo wir uns lesen, 1. Johannes 3, Vers 4. Dort sagt du so, wer sündigt, der hat euch, will sündigen, als sich verschuldigen gegen Gott seine Geboten. So, wir haben die Antwort gekriegt durch. Sündigen, als sich verschuldigen gegen Gott seine Geboten. Und dort, wo wir lesen, Römer 13, Vers 9. Dort sagt du, Römer 13, Vers 9 sagt, willst du das? Du sollst nicht einbrechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht jankern lassen. Und wenn du das noch geboten sind, die sind alle an das eine angeschlossen. Du sollst die Nächsten so gut sein als die selbst. So, du sind ein paar geboten, was wie hier fängt, von wenn 1. Johannes uns sagt, sich um Gott seine Geboten verschuldigen durch das Sinn. Und wenn wir dann in das checken, die erste Bett sind uns vielleicht das, du sollst nicht einbrechen, dann sagen wir doch nicht. Das zweite ist, du sollst nicht morden, wir merken nicht Menschen dort wegen uns das jankert. Aber dann der nächste, du sollst nicht stehlen. Das ist einfach Gott seine Geboten. Du sollst die nicht jankern lassen. Dann kommt er nur dicht bei uns. Das ist eine Bestätigung von was Sinn ist. Wir verschuldigen uns gegen Gott seine Geboten. Wenn Gott sein Gebot sagt, du sollst nicht stehlen, und du doch stehlen das, dann weißt du alle, dass du bist mit Sinn gepflegt. Wenn die alle Sorten jankern lässt, was du weißt, dass du das nicht, und die fallst du nein, die jankert bloß alles, die kostet nicht, dann sagst du, das Sinn. Und dann sagst du noch, dass alle an das eine angeschlossen. Du sollst die Nächsten so gut sein als die selbst. Wo gut bist du die selbst? Wenn du dich endlich gekillt hast, dann schmierst du das an. Wir sind uns selbst so gut. Das wird das wohl nur nicht. Denn wir wollen nicht Schlimmsten haben. Das ist das. Wenn ein anderer Mensch schwere Tiden hat, gut wie den, dass wir hier leben, gut wie den
trösten. Wir wollen uns selbst fertig trösten, aber das ist okay. Aber wo fertig wir andere trösten? Man dort sagt, wenn du dort nicht da ist, du sollst die Nächsten so gut sein als die selbst. Und die Nächsten nicht lieben kannst, dann weißt du dort all dort, du bist ein Sinn fürs Gluf, wegen die das nicht, was Gott ihnen geboten sei. Römer 3, Vers 23, wenn du Handblättern, Römer 3, 23 sagt, du hast kein Unterschied. Alle Mann haft gesündigt in Kampf durch ein Kart, was heute bei Gott sein soll. Und dort kann wir Gott verstehen. Du hast nicht einer und nicht die andere, was nicht in Sinn geprägt ist. Wenn die Frau ist, was ist Sinn, dann sagt das Vers, alle Mann haft gesündigt. Und wir kommen rein à la carte, für was wir bei Gott sein soll. Sich an Gott seine Geboten verschulden, als Sinn, und wir kommen kart an was Gott will haben, was wir sollen sein. Jakobus 4, Vers 17. Was wollen wir dort so lesen? Und das kommt ein bisschen dicht bei, wenn wir umdenken, was Sinn ist. Dort sagt du, Jakobus 4, 17, wer du wollt, Gute zu tun, und der dort nicht, für den ist dort Sinn. Wanneer hast du erst so könnt Gute tun, in die rannst du fort wegen, das vielleicht um Schäm? Oder die Janker dort bloß nicht? Komm jemand? Das ist Sinn. Wir sind Unsinn geboren, als wir das wollen oder nicht. Sich an Gott seine Geboten verschulden, als Sinn. Wenn wir wollten, was die Bibel sagt, und wir gehen den anderen Weg, dann sündigt wir. Und wir sind dabei geboren. Gott sein Willen ungehorsam sein, merkt uns zu Sünder. Die zweite Frau, was wir uns von der wollen fragen, ist, was wir in den Folien von Adam sein sind. Und dazu werden wir uns lesen Römer 5, Vers 12. Dort sagt du, so ist durch ein Mensch der Sinn an die Welt nantheim, und durch den Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreut, weil sie alle sündigen. Wenn die Frau ist, was wir in den Folien von Adam seine Sinn, dort ist der Tod. Und du hast bloß noch eine Gewissheit, wenn du mit ein Atheo zu tun hast, was nicht läuft oder um Gott jaff, das ist ein guter Reichtum, den dort wiesen. Die Welt hat vor mehreren 1000 Jahren gestanden, und Gott sagt Adam, wegen du hast gesündigt, was die war datiert worden, wenn ich die von ihr gemerkt. Du warst gestorben. Und wir wollten dort stammt wegen von Adam bis nie, sind noch alle Menschen gestorben. Bis heute, die wollten nie leben, nicht? Aber dort ja uns die Gewissheit dort, du wirst Folien. Die Folien von Adam seine Sinn ist dort, du warst gestorben. Du hast mich nicht gehorcht und dort bringt die den Tod. Und dazu werden wir lesen 1. Mose 3. Wer nicht weiß, wo das ist, dort ist ganz fern in der Bibel.
1. Mose, Kapitel 3, Vers 16 bis 19. Wer willst du so mal lesen? Dort sagt du, en te de früh seht hei, ich war die veel meer voor jou geven, wenn du schwanger bist. En du warst bei der Geburt grote voor jou haben. Doch warst du ein Verlangen nur den Mond haben, en hei ward über die dort Wut führ. En te dem Mond seht hei, willst du nur deine früh ihr Wut gehorcht hast, en hast von dem Baum gegeten von wo ich bestellt hat, dort du nicht von eten sollst, wo ich mein Wut geben? Dein ganzes Leben warst du schaffen machen, dort du genug zu eten sein wird verjünt. Du waren Disteln in Ankreut, ob dort Land sein, und du warst von den Planten ab Stab eten. Du warst viel Schweiten machen, genug eten zu tragen. Und schließlich warst du gestorben in Bara zu ihr worden. Du hast von ihr gemerkt, und du warst, war ihr war. So, wenn wir kicken und von der und stimmt dort mit, was die Bibel sagt. 100% korrekt. Gott sagt zu Adam, du bist mir angehorsam gewesen, und jüngst wird es schwer sein. Ich habe den Garten gemerkt, wo ich die Namen sah, dort wie das Paradies hier ab ihr, du hast die dort verdorben. Du hast getan, was ich zu dir sehe, was du nächstes tun, und eins von der Frucht, was ich bestellt habe, nicht, nu wird es nicht mal leicht sein. Du warst von der und Krüt, Disteln, allerwegs so. Wir hatten einen kleinen Garten gemerkt. Und wenn wir die 2 Jahre nicht am Band warst, dann ist dort alles voll Speicherkrüt. Wenn du dein Leben bekriegst und die ein paar der, die nicht am Raum hast an der Bibel, manchmal wahrscheinlich gehen solches allerwegs ran. Dort hat zu tun mit, du hast Sinn an uns von Geburt an. Und dort bringt den Tod, wegen Gott sieht, dort wird. Wenn wir durchlesen von Vers 23 und 24, dort sagt, du wegen schickt Gott der Herr an mit den Garten rüht, dort heu soll die Erde bearbeiten, von wo heu gekommen wir. Heu schickt den Mensch in den Garten rüht, und stall du an der Außenkant Keruben han, mit Schwert, die durch Flammen in alle Richtungen treten. Die werden durch zum den Weich nur den Baum, der dort Leben gab, tote stall. Gott schickt in den Garten rüht, wegen Sinn, und dort wie die Folgen, was Adam hat. Die Folge von Adam seine Sinn ist der Tod. Der körperliche Tod, wenn du es noch kein Mensch, wird von damals nie gelebt hat hier wird. Die dritte Frage, die wir uns fragen, ist, was tut der Mensch hat, Adam seine Sinn? Und dazu werden wir Psalm 51, Vers 5 lesen. Psalm 51, Vers 5 sagt, ich sehe meine Verschuldung an, meine Sinn steht immer vor mir. Wenn wir uns die Frau fragen, wo schaut der Mensch hat Adam seine Sinn? Als dort von damals nie sind die Menschen alle ein Sinn. Und der steht immer vor uns. So ist der Psalmist hier sagt, meine Sinn steht immer vor mir. Der sagt, ich sehe meine Verschuldung an, und meine Sinn steht vor mir. Ob wir dort wollen oder nicht, alle Tag haben wir Dinge, die du vor uns tun, die uns nicht wollen, luten, wiederkommen. Sinn, Gott seine Geboten nicht gehorchen. Das sind Sinn, die uns am Steg luten. Die stehen vor uns und die luten uns nicht wiederkommen. Römer 5, Vers 18. Was willst du so haben blädern?
Römer 5, Vers 18 sagt, so ist durch ein Mensch seine Sünde Verdammnis über alle Menschen kam. Gerade so kam durch einem seine Gerechtigkeit die Rechtfertigung für alle Menschen. So das erste Eng von den Vers sagt dort, durch ein Mensch seine Sinn kam Verdammnis über alle Menschheit. Immer wieder fragen, wo schaut die Menschheit Adam seine Sinn? Als Verdammnis. Gott verdammt den Menschen, die einen Sinn leben, im ewigen Hallen zu schmieden. Dort trennt uns von Gott. Wenn wir noch lesen, Epheser 2, Vers 1, bis 3. Epheser Kapitel 2, von Vers 1, bis 3 sagt, die werden an jene Sünden jährlich tot, als die noch so lebten aus dieser Welt verlangt. Und die unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht und ja tun wir, den jetzt, der an der wirkt, die Gott nicht gehorchen. Wir lebten zu einer Zeit, auch alle so aus uns Fleisch dort verlangt, und wozu unsere Last uns dreift. Und wir von Natur uit kennen und ja Gott sehen, oh ja, so aus alle andere. Das sagt bloß, dort wir sind und sind geboren, wie wir und sind geboren. Und so wie dann doch so was auf Bibelstellen lesen. Jesus sagt, eat mein Fleisch und trinkt mein Blut. Wenn dort Vers 1 sagt du, die werden an jene Sünden jährlich tot. Wir werden verdammt. Adam seine Sinn als über die Menschheit gespreut, von dann bis nu, und dort bringt ewige Verdammnis. Aber du hast Radung. Und wir waren noch, was du so kommst. Die letzte Frau, was wir uns fragen wollen von der, als was ist der Fall von Sinn ein Mensch? Und dort werden wir Jesaja 59, Vers 2 lesen. Jesaja 59, 2 sagt, du hast wat zwischen jünd in Gott gekommen, wat die selbst verschuldigt haben. Jene Sünden haben am Badute gebracht, sich wach zu drehen und nicht nur jünd zu horchen. Der Fall von der Sinn an uns Menschen ist, wir sind getrennt von Gott. Das ist nicht, dass Gott sich selbst von uns wegtreten sieht. Noch mir kein Bier, ich will mich wegtreten von ihm. Das sagt hier so, du hast eine Trennung zwischen ihm und Gott gekommen, wegen die haben ihn verschuldigt. Jene Sünden haben dazu gebracht, dass die Trennung erst zwischen Gott und ihm. Gott kann nicht mit Sinn was zu tun haben. Und die wird auch nicht. Unsere Sünden bringen uns dazu, dass Gott nicht nach uns horcht. Im Vierten haben wir alle gedacht, warum horcht Gott nicht, wenn ich zu ihm rede? Wieso ist das so schwer? Aber wir müssen uns dort denken, wir sind sinnliche Menschen.
Wir wollen immer tauschen dort, wir sind ein Sinn. Von Adam und Gott nie hat der Sinn sich über die Menschheit gespreut. Und Gott kann nicht mit Sinn was zu tun haben. Weil wir uns Johannes auch Vers 35 lesen. Johannes 8, 35 sagt, Jesus sagte an, ich sage Ihnen die Wahrheit, wer du sündig, als an den Sinn versklavt. Wir haben Verantwortung in Denk, wo an uns regiert. Du hast Sinn an uns Leben, und wir tun die Eva, und wir können du nicht los von. Und Jesus sagt, wer sündig, als versklavt. Wenn wir das sind, wenn uns Sinn tauschut ist, zum Jesus bringen wegen uns ja dort schein, wir luten uns so deub an versklaven, in die Schwander erst dort durchzukommen. Wenn wir an die Frau denken, was ist der Fall von Sinn ein Mensch? Als dort wir waren getrennt von Gott, und wir sind in Sinn geboren. Und wir luten uns taufher an den Sinn noch versklaven. Dort wir haben Sinn und wir luten den nicht los. Und Jesus sagt, wer du immer war sündig, der ist versklavt du an. Der letzte Schrift steht, was wir uns wollen lesen, das Römer 6, Vers 23. Dort sagt du, der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. Gott überschenkt dort euer Leben in Christus Jesus, unseren Herr. Heute dort Jesaja sagt, dort du es wird waschen, dient in Gott. Und dort ist diese Weise Sinn, wo jemand versklavt sind, sagt uns Johannes. In den Römer sagt uns noch, dort ein von der Sinn ist der Tod. Und Gott sagt zu Adam, wegen du gesündigt hast, warst du gestorben. Aber das Tod hier, der redet von ewiger Verdammnis. Du hast Sinn an uns Menschen, wenn wir den nicht in Jesus bringen, dann sind wir für ewig getrennt, wenn wir sterben an unser Sinn. Wenn wir diesen Sinn, wo Jesus sagt, wo wir versklavt uns sind, wenn wir den nicht in Jesus bringen, wenn wir den nicht abgeben, in Jesus zu bringen, dann sagt er, dort bringt der Tod. Und dort ist der ewige Tod im Halm für zu brennen. Wenn wir uns nicht abmerken, und dort in Jesus bringen, wegen das letzte Eng von an das Fall sagt, Gott überschenkt dort euer Leben an Christus Jesus. Darf bloß zu tun mit, dass was du versklavt blieben an diesem Sinn, oder was du den in Jesus bringst. Dort ist deine Entscheidung. Kriegst du es dort in Adam wird. Gott sagt den du nicht von der Frucht eten, und der doch. Dort große Ding ist von dir ist genug. Wenn wir uns versündigen, dann werden wir uns Fußstuhl schneiden und zu Jesus sagen, ich habe gesündigt. Weil wir nicht luten, dort diese Sinn einmal vor uns steht. Weil wir Jesus die bringen. So kart habt ihr Fuß in diese freie Frauen. Die erste Frau, was ist Sinn? Das gegen Gott seine Geboten und gegen sein Wort gehen. Die Weits, wo drauf ist, und das dort nicht, dort ist Sinn. Die zweite Frau, was wir in den Folien von Adam seine Sinn? Und dort ist Sterben.
Gott sagt zu Adam, wegen die sind ich hast, was die war, die war. Und wir wollten das so wegen, wir waren alle ein Tag gestorben in war durch Hangung, von wo wir gekommen sind. Und das ist die war. Die dritte Frau, was tut der Mensch hat, Adam seine Sinn. Und das ist Verdammnis. Gott sagt, wegen Adam die Sinn, ich habe, als die Verdammnis über die ganze Menschheit. Die vierte Frau, was ist der Fall von Sinn an Mensch? Und das ist Trennung. Du ist eine Trennung passiert von was Sinn heim, was zwischen Mensch und Gott ist, was du mal abgefixt war. Und wir wollen nächsten Sonntag wieder gehen und Gott hat versprochen, in Rada zu sein. In der Deutung. Nie ist das ab zu uns. Was wir wollen, diese Trennung abfixen. Weil wir tot beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hast dein Wort uns gegeben, um das lesen, um das studieren, um nur sein Wort wir dort, was uns dran von dir. Und was wirst du tun, um das abfixen? Und was hast du getan? Und was hast du uns zu tun, um das abgefixt werden? Wir beten, dass, wenn wir an diesen Weg nachgehen, was die uns denken halten, dass wir wollen den Willen tun und wir wollen uns nicht gegen den Wort verschulden, wenn du sagst, das ist Sinn. Wir wollen tun, was den Wort sagt, kriegen tun, was das Leiche schwer ist. Help uns den Willen zu tun für uns Leben. Amen.